Guten Tag, ihr Leid. Guten Tag, ihr Mädchen, Buscher und alles zwischendrin. Willkommen zu der wahrscheinlich letzte Folge Submerged Hidden Depths. Und seine Titel ist es mal nicht so schade, dass ich den nicht mehr sagen muss. Habe ich aber auch nicht so oft gesagt. Der große Fridolindo. Und dann geht's halt. Wir müssen da hin. Und dann sehen wir weiter, was es mit ihm hier auf sich hat. Dann legen wir mal los, ne? Ohne viel Gelaber. Wir haben viel Vorheit. Müssen wir mal gucken, wie weit wir kommen. Ohne fehlt noch ein bisschen was, wie man sieht, ne? So viel fehlt doch gar nicht. So. Ohne steht da schon, der Brüderche. Zur Feier des Tages tue ich mal, hoppala, falsch, die Frisur ändere. Sag ich mal hier, da fehlt wirklich noch. Ist das, was du da gesehen hast? Ne? Okay, komplettes Ding fehlt noch. Ja, das kriegen wir ja jetzt. Kreaturen fehlen uns noch 3, das ist schlecht. Die werden wir aber auch nicht finden. Da haben wir alles. Stile, da will ich meine normale Frisur haben. Da nehmen wir das Stadtboot und das formelle Kleid lassen wir. Was haben wir hier? Sonstige, guck mal da. Blum fehlt noch, die holen wir jetzt noch. Bootsupgrade fehlt noch, das werden wir sie. Was finden? Auf geht's. Wo muss man hin? Okay. Quasi so ungefähr. Ja, super, wir sind im Kreis gedreht, das ist jetzt richtig, ja. Also so ungefähr. Bin ich doch richtig, zeig mal her. So ungefähr habe ich doch gesagt. So. Gucken wir mal, ob wir da rauskommen. Da hinten sehen wir es. Dann gib mir mal ordentlich Speed. Wie gesagt, wenn er irgendwo noch so Propellerstick sehe, also so ein kaputtes Boot, wo so ein bisschen glitzert und dann hätten wir am Geräusch, dann blärre laut, weise mich drauf hin, so Not schreiben das in die Kommentare oder so, dass ich das halt finde. Jetzt ist das, nee. Hier. Also erstes Mal kann man Boot saumäßig lang Gas geben, jetzt nehme ich. Und zweitens mal viele Nachladeruckler gehabt, macht aber nichts. Ne, so Dinger suche ich, aber halt. Ja, okay, wo ist er jetzt? Was ist denn das so eine Helme? Das ist so. Ist das ein Paddel oder was? Das ist so wieder unser allererstes Boot. So. Was ist das da hin? Moment, das sind komische, riesige Fische. Das ist ein Hai. Das ist ein Orcas, oder? Boing. Aua. Muss man nicht gleich weh machen, Junge. Ich wollte doch nur gucken. Hey, langsam. Ja, die stehen mir gerade egal. Die haben wir wahrscheinlich schon gehabt. Was ist das da hinten? Jetzt war mal mein Arsch. Das sind fliegende Fische. Oh, da kommt jetzt alles zusammen, oder? Fliegende Fische haben wir auch schon gehabt. So, wir halten uns nicht auf. Ich merke schon. Ich lasse mich wieder zu sehr ablenken. Ja, Vorsicht. Ich lasse mich wieder zu sehr ablenken hier. Und dann komme ich wieder nicht vorwärts. Ich probiere es mal und helfe. Ich hier noch Zugang finden. Wir haben gestern schon ein bisschen da rumgeeiert. Aber so richtigen Zugang haben wir nicht gefunden. Das sieht gut aus, oder? Das ist Fähnchen rot. Das guck mal da. Ja, ich habe schon gesehen, dass da irgendwie so ein Balkon ist, aber ich will halt hier ein bisschen gucken. Da sieht es schon mal gut aus. Guck mich um, ich habe immer noch die Hoffnung, dass man. Dass man das letzte. Die letzte Motorverbesserung noch irgendwo da im Umkreis finden. Ne, das ist Musik. Nee, das scheint deutlich was Größeres zu sehen hier. Das Heisel. Es ist so auch nicht so, dass von der Story vorgibt ist, welches Haus man wann machen muss, ne?
Nee, kannst frei aussuchen. Es ist jetzt halt nur gerade Zufall, dass das jetzt halt bei uns das letzte ist. So, wie komme ich denn da hin? Du musst doch irgendwo. Ah ja, so sieht es zumindest aus, jetzt kennt man ihn. Hat man das nicht schon mal? Das. Oder so der Brick, wo ich rumfahre darf, die machen wir gleich. Das hatten wir, glaube ich, schon mal, dass wir in einem Level waren, also hier jetzt so in einem Innenbereich, sage ich mal. Und dass wir da einen Schatz oder sowas gefunden haben. So, das haben wir gleich. Generell auch hier wieder, ich finde das Spiel super schön gemacht. Verleiht die viel gucken wollen, aber nicht viel suchen wollen. Das ist super, so wie das jetzt. Du musst nicht überlegen, wo kommt das hin. Nee, du gehst hin, drückst an und dann tust du einfach nur Gas geben. Fahren, musst einfach nur geradeaus fahren. Ich finde das super. Muss man ja auch mal sagen, ne? So. Just wait. Just wait. Im Elektrowerk Lilliput. Bin ich mal gespannt. Oh, guck mal, hier ist gleich das Ding, wo man hin ist. Ey, hier gibt es gleich 100 Wege, wo ich hingehen kann. Startet hier direkt an den Läder, ne? Gehen wir natürlich nicht hin. Ich will erst mal wissen, kann ich da irgendwie, ne, da komme ich dann runter. Ich gehe dort in einen etwas verdeckten Aufgang. Auch hier wieder, ich muss mich viel umgucken, weil ich habe keinen Bock, die Sache dort zweimal zu laufen. Hahaha. So, was gibt's dann? Ich glaube, Zöpfe. Oh, Zöpfe. Ja, das brauchen wir natürlich. So. Was ist das? Ah, das ist die Aufmache fast Brot. Ja, muss ich so hin? Zap, zarab. Muss ich so mit dem Boot hin? Ich geh mal da oben entlang. Muss ich weit mal gucken, ne? So. Gehen wir da hin entlang. Das sieht man so. Ah, shit. Oh weh, da ist er wieder der Rülpser. Oh, ist er schon da? Nee. Ja. Hier ist ein Dingens, da brauche ich aber die Brücke. Die Brücke kriege ich aber von da über. Ah. Hab ich kompliziert hier. So, Moment mal. Was ist denn das hier? Komme ich denn da immer hin? Ach, wirklich fies. Ich sowas sie. Meine putzt da doch die fies. Du bist doch im Wasser. So. Nein. Nicht übertreiben, ne? So. Alles klar, wir sind schon mal hier. Ne? Kann ich da weiter niederhupsen? Nein. Das ist aber dann doch zu weit. Aber du gehst schon weiter, lieber. Zu gucken, was da ist. Mir gunst aber, dass so Stangen war. Im Hochklettern. So war. Also. Ach, da gibt's die Blumen. Guck mal. Ah, orange die Blumen. Die ist hübsch. 9 von 9 Blumen gefunden. Botaniker. Sammle alle Blumen. Jawohl, ja. Ja, Bota. Orange die Blume ist hübsch. Die mache ich mal. Orange mag ich ja. Ich mag sehr viele Farben, merke ich gerade. So. Dann haben wir Dojo quasi alles gehabt. Hopp, da muss ich so hoch. Da komme ich. Ah doch. Na, das war ich jetzt nicht machen müssen, aber war das schlimm. Gehen da wieder drumherum. Ich sehe gerade, du kannst mal links. Da würde ich mal herkommen. Ja, super. Ey, du musst doch hochgehen, ey.
Nein, nur links geht's nicht weiter. Du musst dich hochziehen. Mäde. Mäde, hochziehen. Och. Will nicht hoch. Das macht mal keine Angst hier. Wir probieren das jetzt noch einmal, ne? Dann zieh ich dich nach oben. Okay. Jetzt ziehe ich dich nach oben. Okay, dann so. Jetzt ziehe ich dich nach oben und gleich noch einmal nach oben. Die will nicht hoch. Ihr Leid, die will nicht hoch. Die gut Frau. Warum will die nicht hoch? Habe ich irgendwas anders da gemacht wie vorhin? Ah, ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Geht jetzt so an die Stange, dann klettert sie hier nach oben. Und da geht's weiter. Ah, haha. Aha. Sehr gut. Da kann man, ja, da kann man eine erste Brick runterlassen. Sehr gut. Und schon mal gleich Buch gefunden. Das vierte. Das vierte Buch schon. So. Wie bekomme ich wieder runter, wo ich hergekommen bin? Alles klar. Mach mal gleich. So ist so. Einmarschen. Ist das da, wo ich hergekommen bin, wo ich vorhin da hinten gucken war? Weil da wäre man ja nämlich dann richtig. Ich will nämlich noch um die andere Ecke gucken. Wie sieht das da so Dingens ist. Na ja, klar. Ne? So, da bin ich dann runter, ne? Und hab dann, okay, alles klar. Aber ich will, also das ist der Bruder, ne? Ich will jo so noch mal runter und ums Haus gehen. Da bin ich ums Haus gegangen. Auf alle Fälle war da noch eine Stange zum Klettern. Hochballer. Beach. So. Wir sind da aufgegangen, ne? Ah, okay. Ne, wir sind da aufgegangen. Kommen wir dann da runter. Kann ich es ja noch mal machen. Wir sind da aufgegangen und haben gesagt, wir merken uns, dass da hinten leider ist zum Hochklettern. Aber da sind wir jetzt runtergekommen. Also, darf ich mal? Schon so lange her, ihr Leid. So, unten haben wir aufgemacht. So rutschen wir jetzt wieder nieder. Ja, okay, alles klar. Wir sind soweit. Die Frage ist, wie weit sind wir dann? Müssen wir jetzt mit dem Boot irgendwo hinfahren? Wie geht's denn weiter? Habe ich da oben was? So, heute geht's nicht so schnell vorwärts wie in Amerika. Ich bin zu sehr verwirrt. Ne, da komm ich da hin irgendwo hoch? Probiere ich jetzt halt aus. Da war ich doch schon. Ihr Leid, es tut mir leid. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Goldfisch. Es ist wirklich schlimm. So. Also. Ne, so wird das natürlich nichts, ne? Ja. Noch eins runter, noch eins runter. Jetzt lieber. Runter. So. Da hinten am Haus ist da irgendwie was. Waren wir doch schon? Scheinbar schon. Ah, da war die Blume, gell? Ja, da war die Blume. Weiter ging's. Okay, dann ich glaube, wir müssen jetzt mit dem Boot hier irgendwo hinfahren. Dann machen wir das mal. Brüderchen, ich komme. Kann ich nicht so einfach rüberhupsen zu? Kann ich nicht einfach schwimmen? Kennen wir hier schwimmen? Oh so, hoppala. Da dumme Frage, ne? Ich glaube, wir können gar nicht schwimmen. Ich habe sie noch nie schwimmen gesehen. Ja, natürlich. Halt, warte mal. Das ist hier etwas anders da. Wir müssen nämlich da oben rumgehen. So. Wir müssen hier auf alle Fälle, guck mal hier irgendwann noch einmal her. Weil
steht denn der Bruder eigentlich? Ne, da gehe ich jetzt nicht noch einmal hin. Da bin ich jetzt schon 5-mal hingegangen. Da steht er. So, Bruder. Also pass auf, ich habe irgendein Derdel aufgemacht. Ich weiß auch nicht welches. Muss ich mal ein bisschen umgucken. So, da ist eine Brick, die wir noch nicht entlang gegangen sind. Ich glaube, warum haben wir das Tor da aufgemacht? Ja. Hammer. Hammer. Ihr Leid, voll der Hammer. So, ich suche, ne? Ich suche immer noch. Tut mir leid, mit dem ganzen Kamera gewackelt. Ey, da ist noch ein Tor, warum man aufmachen muss. Tut mir leid, mit dem ganzen Kamera gewackelt. Aber ich suche halt immer noch das letzte Bauteil. Läuft nicht mehr so irgendwo. Woher ist doch was? Musik her ist doch. So. Jetzt nicht hin, aber da hin. Oh, da haben wir uns aber wirklich für den Schluss ein riesen komplexes Ding ausgesucht. Was ist das denn für Geräusche? Beziehungsweise, ich glaube, das sind mehrere kleinere Dinger, die halt einfach nur verbunden sind. Trotzdem ist es schon für unsere Verhältnisse ist es schon ordentlich komplex. So. Gucken wir mal. Hier gibt es was zu klettern. Und hier gibt es was zu holen. Der mit. Zack. Zäppelchen. Schön, schön, Hanne. Ich glaube, da wollen sie mich auf die falsche Spur locken, so ungefähr. Ah ja, da gibt es eine Sache zu holen. Nee. Gleich weiter, geh hier. So, was es sonst noch gibt. So, leider. Und ein kleiner, da hinten gibt es auch noch was. Da komme ich aber nicht hin. Ah, da muss ich schon drüber gehen. Hüpf. Ja, das ist ein Buch. So, mal gucken, welches das ist. Das erste. Sehr schön. Das sind also ungefähr im richtigen Weg, behaupte ich mal. Aber hier gibt's nicht viel oben, wo ich mich drauf stelle, kennt, welche? Und. Wow! Junge! Guckst du mir zu? Ja, ich gucke jetzt gerade, ob ich das irgendwie lösen kann, das Geheimnis um dich. Ja, der hat sich aber argeschlich mich verschrocken. Kann ich doch nicht machen, hey. Der knarzt mich so komisch, ich habe so irgendwie Angst. Der dachtelt mich irgendwie wirklich noch. So. Alles klar. So gibt's gar nichts zu holen da eben. Muss ich da wieder drum rumlatschen. Weiter ins Verderben. Oh, die Musik so, die so macht. Das erinnert, ich denke halt immer, du hast ein Geheimnis oder so. Wir haben übrigens noch gar kein Tier hier gesehen, ne? Normalerweise oben und oben ziehen. Also, das ist Schalter wahrscheinlich. Normalerweise ist so als immer irgendwie Tier. Hirsch. So Grashirsche, so Grasfrisch. Grasfrisch gibt's eigentlich. Graspinguine, so halt, ne? Aber hier irgendwie. Irgendwie so gar nichts. Seltsam. Naja. Dann machen wir mal weiter. Drum. Dass man da irgendwo oben drauf gehen kann. So. Geht also Schalter. Ah, da macht wieder Derdel. Reicht doch. Das sind lauter so kleine Abteile, glaube ich, diesmal. Also kein einzelnes großes Haus, sondern lauter so kleine.
Abteilungen, wo wir dann immer mit dem Schiff weiterfahren müssen. So, ich hoffe, dass ich halt alles habe. Was da? Ich ist dann so links aufgegangen, weil ich mich erinnere. Vorne links. So, oh, so schön ruhiges Wasser hier. Das gefällt mir. Ich muss ein bisschen lauter reden, glaube ich, oder? Ihr hört nur gar nichts. So, hoppala, 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 hoppa, hopp, hopp, hopp. Haben wir jetzt bald die Mauer mitgenommen? Ja. So. Und da ist wieder was. Jawohl. Wo eins ist, kann ein Buch nicht weit sein. Ich alleine aber nicht auf dem Boden. Macht man nicht. Außer man hat keinen Platz mehr, dann muss man so leider auf dem Boden stapeln. Story of my life. So. Ja, leid, es ist wieder Fernglaszeit. Oh, guck mal, das sieht aus, als wäre da. Ah. Es hat aussehen wie Weinflasche, so mit dem Korken oben drin. Da steht er und schüttelt sein Haar für mich. Junges Mädchen schüttelt sein Haar. Vier von 9 Geheimnis gefunden. Na, 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 na. So, Aufi. Aufi Baufi, da hinten bleibt nichts. Da guckt er wieder. Ja, hallo. Freue mich artig zu sehen. Ja, siehst du das genauso wie ich? Ah, das ist ja super. Da sind wir ja 2 Männer, eine Meinung. Ist doch super. So, ohne G. Gibt's denn hier? Jupp. Da ist Rohr. Kann ich das Rohr da runtergehen? Ja, kann ich. Moment. Ihr Gackeier, ihr, hä? Hanna gedenkt. So ist hier. Was ist das? Ein Krabbe. Jawohl. Strankocha? Strankocha? Nee, Krabbe. Das rumpelt dann über. Ich weiß, was das ist. Junge, du machst mir jetzt aber keine Angst. Oh, hier, du siehst schon. Also mit dem Blänzelchen da auf dem Kopf, das sieht schon lustig aus, aber der Recht ist nicht so lustig. Die Krabbis, hallo Krabbis, wo gehen wir hier? Was ist das du? Der Baum hat Wurzeln. Also interessant, der Baum. So. Sache so Krebse. Haben wir gewiss, guck mal das mal. Zack. 6 von 9. Jetzt fehlen mal nur noch. Ah, Bücher 2, 3. Hallo? Junge, geh mal ein bisschen auf Abstand. Ich brauche hier meinen Personal Space. Kann ich mich an dein Lode dort dranhängen? Das wäre schon ziemlich. Irgendwie siehst du komisch aus. Ich schätze mal, dass ich da nicht mehr muss, oder? Bin ich wieder weit hochgekommen? Jetzt mal, dass ich da nicht mehr muss. Sieh die Bär in. Der hat besser ausgesehen. So. Alles klar. Nee, brauchst du nicht zum Meckern. Ich komm gleich zurück zu dir. Denke ich. Vorne ist noch was zum Nehmen. Also langsam. Ich mach hier du aber wirklich so, hier, dass man da ein Buch oder was verpasst haben. Wie ist denn das? Wohin gezoomt?
Naja. Okay, da oben ist auf alle Fälle. Das heißt, ich gehe jetzt mal echt ohne hin. Hüpf. Das ist ein Aufzug, der mich nach oben bringt. Das sieht arg aus. Sieht aus wie ein Baumhaus. Gehen wir da überall noch hin? Ja, okay, dann. Ich schätze, dass es so weitergeht. Was steht da? Deiner? Hallo. Bonn. Deiner. Ah, nicht schlecht. Kann ihr vielleicht ein Buch irgendwo da leihen? Ihr Leid? Nee. Ah, guck mal, da neben geht's weiter. Das heißt, es geht gar nicht oben weiter. Das heißt, da oben ist ein Geheimnis. Meine Geheimnis-Schnuppernase hat ein Geheimnis-Erschnuppernase. So, ich gucke jetzt mal nach unten. Hui. Aha. Aha. Ein Buch. Und Taube. Möwe sind es eigentlich. Ja. Bitte. So. Sehr gut, komm. Ich hoffe, dass ich hier nicht irgendwie was übersehe, weil das wird kompliziert, das Ganze nochmal zu finden, ne? Ist ja schade, ne? Du kannst die Bücher zwar abpinnen. Warte mal, wir gucken auf die Karte. Ein Buch fehlt noch, ne? Okay, Hammer. 3 von 4. Du kannst die Bücher zwar anpinnen. So mit dem Fernglas erkennen sowas, ne? Das zählt aber nicht für die Geheimnisse, für die weißen Dinger da, ne? Nur dass du halt vorher Inlogge kennst, wo sie sind, dass du so ungefähr eine Ahnung hast. So. Nimm es auf alle Fälle. Strahl. So, mach wieder auf, danke. Sorry, ich guck mal da hin. Ist irgendwas? Nee, ist nichts. So, hallo. Wir werden nicht wie die Überreste enden. Auf keinen Fall. Diese Überreste, die heißen mal Echos, dann heißen sie mal Überreste. So, ja, okay, alles klar. So, Dingens dann nehmen, das machen wir. Ich glaub, da muss ich wieder ganz zurücklaufen, oder was? Oder kann ich irgendwie mich lieber beamen? Ah, ein bisschen leider, ne? Wow, danke. Ja, ich hab mal helle Momente. Ich muss nur mal kurz da runter gehen, ich hab da eben nicht gescheit geguckt. Das geht ja gar nicht. Also, ich wollte gerade sagen, haha, Durchgang gefunden. Nee, ist nicht Durchgang. Alles klar. Dann nix wie hinterher. Ihr Freunde der Sonne. Uah. Isha. Ist da noch ein Ledersche? Jawohl. So, oh, da. Moment. Stehe ich nieder? Nein, ne? Ich glaube, du weißt aber schon. Aller gut. Hüpf, 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 hüpf. So, Tarzan gemacht hier. Ist da irgendwie was Cooles? Nee, nicht wirklich. Ja, dann machen wir weiter den Tarzan. So. Also, geht's sowieso nicht weiter, alles klar. Wieder Krabbis. Hallo, Krabbis. Bleibe kurz stehen, dass ich euch noch ein bisschen angucken kann. Erstmal nach oben gucken, hä? Erstmal nach oben klettern. Hast jetzt sowieso nach oben gemisst, ne? Okay. Dann will ich natürlich noch unten. Wenn ich da nach oben komme. Dann will ich natürlich nach unten gucken. Hallo, Krabbis. Hallo, hallo. Aha. Irgendwas ist doch so. Manchmal auch nichts verzählt. Da ist das letzte Buch. Jawohl, ja. Hallo, Krabbis. Da freuen sie sich, die Krabbis. Ist das so eigentlich Krabbi-Kacke? Egal. Ich meine, guck da unser Fieser. Der macht ein bisschen Krabbi-Kacke, macht nichts.
Historiker. Haha, so, ich habe wieder was zu lesen. Moment. Wir folgten ihm wie die Narren, verhext von seinem Zauber. Was bedeuteten schon ein paar Samen der Masse, wenn wir doch so dringend normal sein wollten? Also die Masse, die Samen der Masse, das sind die grünen Dinger, die man da rumtragen, ne? Und klaue, oder die Menschheit geklaut hat. Die Masse sind dann wohl die Watchless, oh, ich verstehe das hier nicht. So. Noch eine lustige Anekdote zu Krabbi. Mir hatte mo, also Freundin und ich, hatte mo so ein Aquarium so mit so kleinen Krabbis drin. Froh mich nicht, was das waren. Krebsis, Krabbis, die waren so klein. 3 Stück. Moment. Der eine hieß Frank, der andere Petra und der dritte hieß. Weiß ich gar nicht mehr. Sowas wie Victoria, irgendwie sowas. Ja. Und Krabbi war da dabei. Der war ein richtiger Fresssack. Du hast dann so diese Flakes da hingeschmissen, ne, so das Krabbe essen. Und dann ist der halt hingegangen. Wie gesagt, es waren nur 3 Stück. Es war genug für alle da. Wie das halt so ist. Wahrscheinlich waren es Brüder oder Geschwister. Bei uns war es genauso. Der Ende ist dann hingegangen. Der hat gern Sachen auf den Kopf transportiert. Oder der oder die End. Und hat dann halt in der Linkshand so Flakes gehabt, so ein Esse-Flake. Er hat sich eins auf den Kopf gelegt und transportiert. Und er hat eins zwischen den Beinen beim Laufen auch noch mitgenommen. Dass er 3 Flakes gehabt hat. Die Endhand hat er dann irgendwie so das auf den Kopf festgehoben. Also ey, so ein Fresskopf. Warum er die geklaut hat, keine Ahnung. Wie gesagt, es war genug doof für alle. Es ging halt einfach nur ums Prinzip. Und dann haben wir mal reingeguckt und dann hat er so ein kleiner Zylinder aufgehabt. Und die Freundin noch so, guck mal, was hat dann der da auf dem Kopf? Hat der Zylinder auf oder was? Was ist das? Keine Ahnung. Es war Kacke. Er hat sich Kacke auf den Kopf gemacht. Er hat sich Kacke als Hut aufgezogen. Also, wahnsinnige Viechers. War schon witzig. Katze war nachfasziniert. An ihn geguckt, aber jetzt nicht so, dass es hier so wie beim Fisch, oh, kann man essen, kann man essen. Nee, die waren halt einfach nur so, ja, da manchmal bewegt sich was ist denn das? Ah, ich habe keine Ahnung. Ich gucke mal ein bisschen zu, ja. Aha. So, die Bücher haben wir alles, fällt wieder nur noch eins, ne? Und das bedeutet, wir gehen jetzt mal den Weg da entlang. Es tut mir leid, ihr Leid. Es ist schon wieder passiert. Jawohl, und das fahrt jetzt natürlich noch ewig weit runter. Ja. Hopp, komm wieder hoch. Entschuldigung. So. Grad, Moment, ich kann da. Hä? Ne, da bin ich jetzt. Ja, da bin ich doch hergekommen, Samu. War lauter Krabbis, ne? So, jetzt hat aber jetzt richtig, so. Hier. Ja, guck. Jetzt bitte mit uns runterfahren. Danke. So, zeig mal her. Huch, da steht ein Hebeleit. Bin da gerade gestanden. So, oh weh. Oh weh, das ist gar nicht gut. Es bimmelt schneller. Wir sind kurz bevor der Samen abzuliefern. Und uns fehlt noch so weißes Ding. Ihr Leid, wir haben ein Problem. Ihr Leid, wir haben ein Problem. Wenn wir das weiße Samending jetzt hat nicht finden, dann haben wir ein Problem. Hier glitzert was. Okay, wir wissen zumindest, wo es ist. Haben wir kennen. Sorry, ich wollte es ablehnen. So ein Glück. Ich habe aber allgemein, wir müssen noch mal durchs ganze Gebäude rennen und das suchen. Nee. Alles klar, wir haben es gefunden. Wenn ich schreck, trinke ich nur was. Gute Mate. Aber nicht die Clipmate, die ist nicht so geil. Und dann gute Rio-Mate aus dem Kaufland, die ist richtig geil. So, Ausrüster. Sammle alle irgendwas. Sehr schön. Dann haben wir ja höchstwahrscheinlich alles bis auf die Tiere, die uns noch fehlen halt. Sorry. Wir wollen natürlich Zäpfchen haben. Naja, ich habe gedacht, die sind länger, die Zäpfchen. Und dass die schwingen.
und wackle, welche? Ja, die wackelt ein bisschen, aber es ist, ja, komm, geht schon, sieht eher aus wie so ein Moped-Lenkrad. So. Dann muss ich das da hinlegen, dann haben wir das so eigentlich schon gepackt, ne? Ihr Leid. Jetzt legen wir das letzte Ding ins hin und dann gucken wir, was passiert. Es wird spannend. Na komm, achso, ich muss von der anderen Seite. So, wie gesagt, wir legen jetzt das letzte da rein. Ganz andächtig. Ich weiß nicht, ob dann das Ende automatisch abläuft, ob man noch was machen kann. Ich würde halt sehr gerne nochmal in mein Zuhause zurückgehen, weil da war ja noch so ein Ding, wo nicht runtergeklappt war. Das kennt der ruhig runterklappen von uns. Wir werden es gleich sehen, aber nicht, wann ich da weiter stehen verzähle. Auf geht's. So, wir haben alle C, 11 sogar, mit dem in der Mitte. Es ist nichts passiert. Wir fahren ganz traurig zurück. Hoppala, sorry. Oha. Ey, mach unser Heisel nicht kaputt. Oh oh. Das sieht gar nicht gut aus. Was ist mit der Schwester? Warum bleibt die so gechillt? Bumm. Deshalb, weil sie ohnmächtig wird. Hier geht's gar nicht gut. Der Fuzzi will die Schwester haben, oder? Haben sie geweint? Aber der Bruder trocknete die Tränen seiner Schwester und nahm wieder ihre Hand. Er glaubte an sie. Gemeinsam würden sie ein neues Zuhause finden. Du ruhst dich jetzt aus, Miko. Du hast versucht, das alleine zu machen, aber wir bringen das gemeinsam zu Ende. Sorry, ich wusste, dass ich jetzt schnell lesen muss. Okay, ich glaube, ich muss jetzt muss ich hochgehen. Wir bringen das gemeinsam zu Ende. Ich glaube, wir müssen sie dem Mann bringen, nicht opfern, das glaube ich nicht, dass er geopfert werden soll, sondern dass er sie heilen kann. Oder so. Wo ist da hinten? Da hinten ist das Ding, wo ich die ganze Zeit gesagt habe, warum? Jawohl, er hat die Brink runtergemacht. Hallo. Ich glaube nicht, dass der Mann uns heilen kann, der Große. Ich glaube, dass wir den Große heilen können. Einen Moment. Sorry, ich muss gerade einen Screenshot machen. Ist nicht so gut, wo. Entschuldigung. So, jetzt aber. Okay, bleiben. Okay, geht's nicht viel weiter. Wir müssen wohl doch ganz. Ich glaube nämlich, dass wir mit ihrem Ärmchen ihn heilen können. Weil der ist so ein schwarzi Sub. Guck mal, du kriegst da A-Knopf angezeigt. So. Jetzt pass auf. Alle gefundene Same.
Okay, wir haben also den großen Mann geheilt. Irgendwie. Oder so. Offenes Ende. Also. Ich hoffe halt, dass wir jetzt noch mal in der Welt ein bisschen rumfahren können. Auch das hier ist jetzt ein offenes Ende, weil, ja, ne? Haben sie jetzt die Welt gerettet? Nee, sie haben ja eigentlich nur gemacht, dass es keine so schwarze Schleimwurzel mehr gibt. Die sind jetzt alle grün, alles ist wieder gut. Und die haben die Samen da, die Menschen für ihre Technik da irgendwie rausgerobbt haben aus den Dinger, wo sie halt hingehören, haben sie wieder zurückgebrungen. Also haben quasi die Natur wieder in ihr Gleichgewicht gebrungen oder was weiß ich, wie man das nennt. Guck mal, da ist eine Tochtermann. Der Tochtermann. So, aber was ich halt noch nicht ganz verstehe, gibt es noch normale Menschen auf der Welt? Ja, weil es ist so gesagt worden in den Comics da halt, wir sind ja von normalen Menschen verjagt worden. Wir sind ja dann irgendwo hingegangen, wo keine normalen Menschen sind. Das wäre dann hier. Also können wir jetzt zurückgehen? Nee, wir haben immer noch, die Schwester hat immer noch die Kastel am Arm. Also ein sehr offenes Ende, wo du halt sagen könntest, ich empfinde es auch nicht als Happy End direkt, als Happy End für deine große schwarze Mando. Oh, das hat ein deutscher Titel. Submerged, verborgene Tiefen? Ja, Hidden Dam ist mir schon klar, aber ich wusste gar nicht, dass das eine deutsche Übersetzung hat. Oh, Moment. Der Riese hat Frieden gefunden, die Stadt ist wiederhergestellt und wir haben ein neues Zuhause. Ich möchte noch wissen, was hier sonst noch versteckt ist. Lass uns nachsehen. Oh. Sehr gut. Pieps, pieps. Dann würde ich mal sagen, nee, wir machen noch nicht Schluss. Ich mache kurz Pause, weil es gibt einen Screenshot. So. Wir können uns jetzt also noch umgucken, so generell. Um noch Sachen zu finden, die wir noch nicht haben. Das ist gut. Wir gehen jetzt mal, wir tun jetzt, das ist jetzt quasi das Outro, das Erweiterte. Nee, wir suchen jetzt nicht, warte mal, muss schon da oben stehen, ne? Wir suchen jetzt nicht die letzte Schiffsschraube. Außer wir finden sie jetzt direkt. Nee, ne? Sondern wir gehen jetzt nur nach und gucken uns dann einmal die Comics und alles an. Die ganze Wand und so, weißt du? So. Da ohne ist die Wand. Sofort gefunden, schön. Ja, nee, ist wirklich jetzt komplett voll, siehst du? Oh je. Ich habe gerade die Idee gekriegt. Ich will das nicht hin. So, ich könnte es hier vorlesen, ne? Sonstige. Ends fehlt. Naja. Stadtgeschichte. Es gab eine Zeit, in der die Stadt leer stand, als nur die Masse und die Kreaturen, die sie hervorbrachte, dort waren. Meine Leute webten das Dorf in die Ruinen ein, in Harmonie mit der Masse. Wir hatten alles, was wir brauchten. Dann hüllte ein mächtiger Sturm unsere Stadt ein, und aus diesem Sturm kam der große Mann. Der große Mann brachte Gaben von den Alten, Schmuckstücke, die auch die härtesten Herzen erweichten. Wir zeigten ihm die Geheimnisse unserer Ruhe, und das war unser Fehler. Der große Mann sah nur eine Gelegenheit, sich selbst Macht zu verschaffen. Er riss einen Samen aus seinem Ruheplatz und führte die uralten Schätze vor. Seine gerissenen Worte verleiteten uns, einen Wert zu erkennen, wo es keinen gab. Wir folgten ihm wie die Narren, verhext von seinem Zauber. Was bedeuteten schon ein paar Samen der Masse, wenn wir doch so dringend normal sein wollten? Manche wollten davor warnen, die Masse zu erzürnen. Wir waren verblendet von unserer Habgier und zu unserer Schande stießen wir sie aus.
Als unsere bisherigen Anführer weg waren, sammelten wir noch mehr Maschinen von den alten, obwohl wir diese Dinge gar nicht brauchten. Und immer leichtsinniger stahlen wir mehr und mehr Samen, um die Macht zu erhalten. Die Flut der Gier hatte uns überwältigt. Da erhob sich, wie in früheren Zeiten, die zornige Masse und verschlang jene, die sie verwundet hatten. Wie reißt denn alle den Kopf ab? Der große Mann konnte nur zuschauen, wohin seine Torheit führte. Alle in der Stadt wurden verschlungen, ihre Taten spiegeln sich noch immer in den hohlen Überresten, die uns blieben. Entsetzt über das, was er getan hatte, versuchte der große Mann ein letztes Mal, die Masse zu besänftigen, doch vergebens. Mit der Zeit ließ die Masse nach, aber sie erinnert sich und der Schmerz des großen Mannes hallt noch immer in den verborgenen Tiefen nach. Aha! Dann wissen wir jetzt also zumindest, wie die Kreatur entstanden ist. Fehlen uns noch 2 Sachen. Orientierungspunkte haben wir alle, Stile haben wir alle. So, wir haben noch unsere Geschichte. Einst fanden Bruder und Schwester Zuflucht in einer Stadt, die von der Masse bedeckt war. Sie hatten ihre Familie verloren, aber dafür Frieden gefunden. Die Schwester hatte eine Gabe. Verbunden mit der Masse konnte sie deren Wunden heilen. Sie fragte sich, was sie darüber hinaus noch tun konnte. Der Bruder fürchtete die Gabe. Der Bruder fürchtete die Gabe. Sie könnte die beiden alles kosten, was sie sich erkämpft hatten. Aber die Schwester war davon überzeugt, dass sie der Schlüssel zu einem neuen Zuhause war. Die beiden verließen die sichere Stadt, um andere zu finden, die ihre Hilfe brauchten. Vielleicht würden sie ein neues Zuhause, eine neue Familie finden. Standhaft und hartnäckig führte die Schwester sie zu fernen Orten, aber zugleich entdeckten sie, dass das Muster immer gleich blieb, wohin sie auch kamen. Zuerst hieß man sie willkommen, empfing sie mit offenen Armen, behandelte sie wie Angehörige. Der Bruder begann zu glauben, dass seine Schwester recht haben könnte. Aber immer wenn die Gabe der Schwester enthüllt wurde, verwandelte sich Freundschaft schnell in Angst. Harte Worte fielen, Hoffnungen wurden zerschlagen. In jedem Dorf wurden sie verfolgt und ausgestoßen, und schließlich wurde der Bruder bei einem verzweifelten Erklärungsversuch verwundet. Die Kinder wurden in die Einsamkeit der Wellen zurückgestoßen. Die Schwester weinte über ihr Versagen und die Unbeständigkeit der Menschen. Aber der Bruder trocknete die Tränen seiner Schwester und nahm wieder ihre Hand. Er glaubte an sie. Gemeinsam würden sie ein neues Zuhause finden. Okay, in dem Sinne haben wir dann wirklich ein Happy End gehabt. Sie haben ein neues Zuhause gefunden. Das ist jetzt ihnen. Das ist schön grün. Da ist keine Gefahr mehr, falls da jemals eine Gefahr war durch die schwarze Wurzel. So, aber sie sind immer noch nicht unallein. Und sie hat die Gabe immer noch am Arm. Okay, ihr Leid. War ein schönes Spiel. Hat mir wirklich gut gefallen. Schön, chillig. Man konnte halt Zeug entdecken. Aber es war nicht so kompliziert, dass du dich dauernd verlaufen hast oder so. Nee, es war wirklich... Ja, man könnte halt sagen, schlauchig. Du bist halt durchgeführt oder sowas. Aber ja, ein bisschen links und rechts Absatz vom Weg hat noch gegeben. Aber der Hauptweg war mehr oder weniger immer gut zu erkennen. Ich versuche übrigens gerade ans Boot zu laufen und finde es nicht. Der Hauptweg war immer gut zu erkennen, man wusste, wo man hin soll. Alles super. Und ja, über die Grafik braucht man natürlich nichts zu sagen. Kannst du immer kurz Stopp drücken, zack, Foto gemacht und weiterspielen. Ist ja nicht so, dass ich das nicht oft genug gemacht hätte. Dann schönes Spiel. Der erste Teil, wie gesagt, ich habe den ersten Teil, die gab es halt mal im Doppelpack zu kaufen. Ich habe den ersten Teil, ja, der sieht nicht so gut aus und steuert sich, man merkt halt, dass er schon älter ist. Weiß ich nicht, ob das rentiert, nicht zu spielen. Ich würde halt gerne die Vorgeschichte generell wissen. Ich weiß, es hat ja angefangen damit, dass der Bruder, der hat ja so eine Narbe am Bauch. Und dass die dann auch verletzt haben. Ist sogar das Licht ergangen. Cool. Es wird mich halt schon interessieren, wie das da alles vonstatten gegangen ist, aber ja, so wichtig ist es dann doch nicht, ne?
So. Wo ist denn da die Bootsablegestelle? Warte mal. Ist die jetzt kaputt oder was? Doch, da unten. Da, eieiei. Da will ich doch schon die ganze Zeit hier. So. Ich spiele vielleicht noch für mich ein bisschen weiter. Gucke auch, ob ich die 2 Tiere noch finde. Und eventuell das letzte Motorteil da. Aber das wird hart wäre. Meinst du, eben das nicht ist? Ne? Das wird fies, wäre das zu finden. Also so für mich. Auch nicht dabei sind. Ich bedanke mich für eure wiederkehrende, ich weiß nicht, wie ich den Satz beenden soll, wiederkehrende Freude, die ihr empfunden habt bei Gucken der Videos. Es tut mir leid, ich wusste nicht, wie ich den Satz beenden soll. Und hoffe, dass ihr bei den nächsten Videos, die ich so rausbringe, mit inschalte. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was jetzt da noch kommt, was man noch dem spiele, weiß ich ganz genau. Haben wir ja hier am Ende, wie gesagt, ab jetzt, das ist das Outro, kann ja schon abschalten. Wir tun jetzt erst einen DLC, der rauskommt, von Dredge spiele. Heißt Dredge the Pale Reach, glaube ich, oder sowas. Der ist aber einfach nur ein neues Gebiet. Der soll so, wir haben gesagt, es dauert so 1 bis 2 Stunden, bis das durchgespielt ist. Also bei uns wahrscheinlich 3 oder bei mir halt. Und Dodeno. Was anderes gechillt. Das müssen wir mal gucken. Ich habe doch schon einen heißer Kandidat. Eigentlich sogar 2 heiße Kandidaten. Wobei ich halt mal gucken muss, welches davon ich spiele. Ich tendiere dazu, zum Briefträger-Simulator. Mit Story. Ne, ich rede nicht von, wie heißt das Hideo Kojima-Spiel? Stranded Deep oder sowas? Ich weiß gar nicht. Von dem rede ich nicht. Ne. Irgendwas. Ich will ja nichts Gruseliges, Grausliches spielen. Ne, ich will irgendwie was Wholesome spielen. Das sind ja dann eventuell. Also wie gesagt, wann es das nicht wird, dann wird es ein anderes. Sehen wir dann. In diesem Sinne, ich bedanke mich, dass wir alles geguckt haben. Und ja, viel Spaß noch. Ich hoffe euch das Spiel, wenn es euch gefallen hat. Das ist schön. Zum Entspannen ist es wirklich schön. Mit den weisen Worten verabschiede ich mich jetzt aber wirklich. Und tschüss.